Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein hartnäckiger Angeklagter steht heute vor dem gestrengen Herrn Amtsrichter. Auch die Öffentlichkeit zeigt großes Interesse, denn der Fall erregt die Gemüter der Stadt schon seit Wochen. Wie Sie wissen, Herr Richter, bin ich ein alter Nachtwächter. 35 Jahre habe ich jede Nacht gewacht. Ich komme vor lauter Wachen schon gar nicht mehr schlafen. Genug. Es ist schon gut. Zurzeit sind Sie trotzdem ohne Beruf. Man hat Sie völlig suspendiert, auch als Rentner. Der Magistrat hat Ihre Bezüge gestrichen. Noch nicht. Das kann er erst, wenn Sie mich aburteilen. Jedenfalls will die Stadt mit ihrer Existenz nichts mehr zu tun haben. Ja, das schon, aber erst muss ich strafmäßig werden. Zweifeln Sie daran? Ich weniger, wenn ich Ihren Akt da anschaue. Mein Papier ist geduldig. Lassen Sie doch Ihre witzigen Zwischenbemerkungen. Der Kläger bzw. die Klägerin, die Stadt Geisbach, vertreten durch den Herrn Bürgermeister Brecht, wirft Ihnen vor, eine 4-fache Sachbeschädigung in Tateinheit mit grobem Unfug und ruhestörendem Lärm. Ja. Na, so ist es doch, Herr Bürgermeister. Jawohl, Herr Amtsgerichtsrat, jawohl. Erstens heißt es da, hätten Sie dem Herrn Bürgermeister Brecht die Wohnzimmerfenster angeschmiert. Na, auf nähere Einzelheiten möchte ich gar nicht eingehen, gell? Zweitens sollen Sie die Haustür des Rathauses ähnlich verziert haben. Drittens wird behauptet, Sie hätten das Gartentor vor der Villa der Kaufmannswitwe Frau Eva Wimmer entfernt. Und viertens endlich sollen Sie die Ruhebank im Vater-Jahn-Park mitten auf den Stadtplatz verschleppt haben. Alle diese Vergehen hat, ich zitiere aus dem Akt des Klägers, besagter Vitus Dengel nachts unter dem Schutze der Dunkelheit ausgeführt. Außerdem sollen Sie nachts auch noch mit verstellter Stimme furchterregende Hilferufe ausgestoßen haben. Jawohl, Herr Amtsgerichtsrat, da ist nichts übertrieben. So, sind Sie geständig, Angeklagter? Nein, ich bin völlig unschuldig. Eure strenge die Geschichte ist nämlich so. Unser neuer Herr Bürgermeister hat gesagt, er braucht keinen Nachtwächter. Nicht wahr? Seitdem in Geisbach überhaupt nie was in der Nacht passiert und wir 2 Straßenlaternen haben, ne? Ja. Elektrisches Licht bitte, keine Laternel. Mich hat er in den Ruhestand versetzt mit 3,50 Mark Rente wöchentlich, wo ich zuerst 7 Mark gehabt habe. Ja, das war ein Mehrheitsbeschluss des Magistrats. Und dagegen, Angeklagter, haben Sie rebelliert bzw. demonstriert. Ja, da habe ich dann meinen Laden zugemacht, nicht wahr? Und wenn man einen Nachtwächter von heute auf morgen absetzt, ja, das muss sich ja bemerkbar machen, oder nicht? Ja, kommen wir zur Sache. Ich wiederhole, dem Herrn Bürgermeister haben Sie 2 Wohnzimmerfenster angeschmiert, ebenso die Rathaustüre, und zwar in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli. Da haben wir es ja schon, nicht wahr? Am 30. Juni Mitternacht um 12 Uhr war meine Amtszeit beendet. Nicht? Und jetzt haben wir die Bescherung. Geisbach ohne Nachtwächter kann kein Bürger mehr ruhig schlafen und auch nicht einmal der Herr Bürgermeister. Ach was, jeder anständige Bürger hat doch aufgeatmet, wie wir ihn endlich abgesetzt haben. Und das nicht nur, insofern die Zeitverhältnisse auch in Geisbach so weit fortgeschritten sind, dass die nächtliche Sicherheit des Ortes gewährleistet ist, sondern vor allem, weil der Angeklagte seinen Dienst als Nachtwächter zum Teil sehr unzuverlässig und zum anderen Teil oft sehr anstößig ausgeübt hat. Ich protestiere. Der Herr Bürgermeister sagt nichts von meinen guten Seiten. Haben Sie denn überhaupt welche? Ganz ein Haufen. Um Mitternacht hat er oft erst die 10. Stunde ausgerufen, was allein schon wegen der Polizeistunde zu Unklarheiten führte. Ich habe mich immer nach der Uhr gerichtet. Und zwar nach der Rathausuhr, weil ich städtisch war. Ja, nach seinen Räuschen hat er sich gerichtet. Und wenn das Klump von einer Rathausuhr nicht geht, dann kann doch nichts dafür, wenn die falsch geht, oder? Ruhig. Herr Kläger, kommen wir bitte zur Sache.
Er ist doch nur von Wirtshaus zu Wirtshaus gegangen und davon haben wir ja in Geisbach nur 18 und hat sich seinen täglichen Rausch zusammengebettelt. Jawohl. Okay, Und ist damit den meisten Gästen sehr lästig gefallen. So. Nein, ich hätte mir das Bier zusammengebettelt. So viel Bier hätte ich gar nicht trinken können, was mir die Herren Bürger aufgezwungen haben. Ja, also so kommen wir nicht vorwärts, meine Herren. Jawohl, direkt aufgezwungen, wenn ich ihnen ein Liederl vorgesungen habe oder ihre Ratschläge befolgt habe, bei wem und wo in der Nacht singen sie. Seine Liedl, ja. Das sind mir die richtigen Stundenlieder gewesen. Das ist sowas. Ganz beleidigende Schnauderhüpfel waren das, Herr Rat. So. Ja. Es ist oft zu Sühneversuchen gekommen, deswegen ganz zu schweigen von den vielen Unkeuschheiten in seinen anderen Gesängen, Herr Rat. Unkeusch, Ja, Sind Sie ruhig, Feitel. Herr Kläger, sind Sie doch so gut und konzentrieren Sie sich jetzt endlich auf die Punkte der Anklage. Für welche Taten des Angeklagten haben Sie Beweise? Ja, für alle. Aber was heißt das schon Beweise? Das ist doch so klar wie 2 mal 2 4 ist. Das ist doch nur seine Rache für die verfügte Entlassung und sonst gar nichts. Mein lieber Herr Bürgermeister, dass 2 mal 2 4 ist, das will ich Ihnen gerne glauben, soweit das kleine Einmaleins betrifft. Aber hier in diesem Prozess müssen Sie mir das erst beweisen. Haben Sie den Feitel gesehen? Ja, gesehen habe ich ihn nicht, aber er ist es auf jeden Fall gewesen. Haben Sie Zeugen? Hat ihn sonst jemand gesehen? Ja, selbstverständlich haben wir Zeugen. Wer denn? Ah, vielleicht der Herr Postadjunkt Mittermeier, vielleicht. Herr Rat, ich verbitte mir diese Anzüglichkeiten. Mein Feitel sind's doch gescheit. Wollen Sie sich unbedingt das Maul verbrennen, ha? Wenn ihn auch vor dem Rathaus und vor meiner Wohnung niemand gesehen hat, für alle anderen Delikte haben wir eidliche Beweise, Herr Rat. Ich glaube Sie. Ich will jetzt niemand beleidigen, gell? Ich sage es nur gerade. Wenn jemand den ruchlosen Täter vor dem Bürgermeisterhaus gesehen haben kann, dann nur der Herr Postadjunkt, indem dieser nämlich des Öfteren in der Nacht im Bürgermeisterhaus zu tun gehabt hat. Das kann ich bezeugen, jawohl. Und das Fräulein Bürgermeisterstochter hat es ja bereits bezeugt. Leute, seid's doch gescheit. Das geht ja heillos daneben. Herr Bürgermeister, ganz präzise. Welche Zeugen haben Sie? Die Frau Wimmer, den Herrn Tierarzt, die Köchin von der Frau Wimmer und so weiter. Zeugen genug. Gut, ich danke vielmals. Sie können sich setzen, Herr Bürgermeister. Sie setzen sich auch. Angeklagter. Wachtmeister, bitten Sie den Zeugen, Herrn Dr. Heigl, herein. Dr. Heigl, jawohl. Und das kann ich Ihnen sagen, Angeklagter. Bei der Strafbemessung wird Ihr respektloses Verhalten ganz hübsch ins Gewicht fallen. Untertänigst, eine Frage, bitteschön. Nein, keine Frage. Ist viel gescheiter, Sie halten den Mund. Ja, was ist denn nachher mit meinem Zeugen, mit dem Herrn Ökonomierat? Lassen Sie doch dem Herrn Ökonomierat seine Ruhe. Der kann an Ihrem guten Leumund auch nicht mehr viel ändern. Der Zeuge Dr. Heigl, Tierarzt. Grüß Gott, Herr Amtsgerichtsrat. Grüß Gott, Herr Doktor. Bitte treten Sie näher. Herr Doktor, Sie haben den Angeklagten in Flagranti erwischt, ja? Ja, das habe ich, in Flagranti. Es war etwa um 1 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Beckstädter hat mich wegen einer Stute aus den Federn geklingelt. Schwierige Geburt, dringender Fall. Ja, das ist das Los von uns Veterinären. Ja, Herr Doktor. Nun habe ich an meinem Velocip ein sehr scharfes Karbidlicht. Und wie ich gerade in den Stadtplatz einbieg, noch dazu mit ziemlicher Geschwindigkeit, ja, 30 Kilometer pro Stunde waren es bestimmt. Donnerwetter. Da taucht im Lichtkegel der Nachtwächter auf. Aha. Und er schleppt die Bank vom Stadtpark mit sich. Mühselig. Daher denke ich mir. Ich hatte natürlich sofort die Zusammenhänge mit den anderen nächtlichen Ereignissen der vorausgegangenen Tage erkannt. Der Mensch ist ja nachts oft besonders kombinationsfähig, nicht wahr? Herr Doktor, natürlich. Haben Sie den Angeklagten gestellt, Herr Doktor? Ja, natürlich. Ja? Das heißt, nein, konnte ich ja gar nicht. Ich war in höchster Eile zur Stute vom Beckstädter. Und dann war noch die hohe Geschwindigkeit von meinem Velociped. Da sind scharfe Bremsungen oft sehr, sehr gefährlich. Nein, ich habe ihm zugerufen. Aber mein lieber Nachtwächter, was machen Sie denn da? Oder so ähnlich. Ja, und dann habe ich die Geschichte so ein bisschen herum erzählt. Aber wenn ich geahnt hätte, dass eine hochpeinliche Gerichtsverhandlung draus wird, dann hätte ich meinen Schnabel lieber gehalten. Ja, ich danke Ihnen, Herr Doktor. Danke. Untertänigst, wenn ich mir erlauben darf. Sie dürfen sich gar nichts erlauben. Ja, aber es ist notwendig, trotzdem, ich muss, nicht wahr? Also unser Herr Veterinärrat ist Brillenträger. Gewiss hat er sich getäuscht. Wahrscheinlich hätte er mich auch nicht kennen können, auch wenn ich es gewesen wäre. Herr Doktor, stellen Sie sich dem Argument unseres unermüdlichen Selbstverteidigers. Gerne. Mein lieber Nachtwächter, gerade weil ich ein Glas trage, ist meine Sehfähigkeit 100%. Und mein Karbidlicht hat einen enorm hellen Schein. Naja, also das ist erledigt. Machen wir Schluss mit der Komödie.
Ja, dann hat der Herr Veterinär den anderen mal nicht gesehen. Wie? Den Fremden, ich mein, der wo die Bank entwendet hat, krank sind. Was? Den hat der Veterinär nicht gesehen. Was soll denn das wieder heißen? Da war gar kein anderer Mann. Glaube ich, Herr Doktor. Ja, dann hat der Herr Veterinär nur mich erst gesehen, wie ich dem Räuber bereits die Bank entrissen habe. Nicht wahr? Erzähl's doch keine Märchen, Feitel. Entrissen unter Lebensgefahr. Ja, warum erzählen Sie es jetzt erst, Feitel? Warum hast du das verschwiegen? Ich mach nicht gern Sprüche, gell? Aber als Nachtwächter, da könnte ich ja Sachen erzählen. Ja, das glaube ich Ihnen, Feitel, und davon habe ich Beweise. Aber es genügt mir. Vielen Dank, Herr Doktor. Keine Ursache, ist gern geschehen. Sie, Grüß Gott, würdig. Amtsmeister. Ja, danke. Schauen Sie, da habe ich zum Beispiel einmal beobachtet, wie in der Früh um 2 Uhr die Frau Metzgermeister Halbermeier, nicht wahr? Die Halbermeier, um 2 Uhr in der Früh. Feitel, jetzt hören Sie bloß mit Ihren unverschämten Tratschgeschichten auf, gell? 2 Uhr in der Früh? Ruhig, sag ich. Nicht, weil ich meine, nur, ich habe das ein Beispiel gesagt. Gar nichts meinen Sie und sagen Sie. Noch so eine Frechheit und Sie werden schauen, was Ihnen passiert. Setzen Sie sich, Feitel. Oha. So, jetzt brauche ich die Zeugin. Die Frau Wimmer, Herr Rat, die hat ihn auch gesehen, und zwar mit dem Gartentürl. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin Frau Eva Wimmer herein. Eva Wimmer. Jawohl. Dem weiß gar nichts von mir. Wenigstens nichts Schlechtes. Das wird sich rausstellen, Feitel. Die Zeugin hat die Anklage benannt. Ja, natürlich hat sie ihn gesehen. Die Zeugin Eva Wimmer, Großkaufmannswitwe. Ja, grüß Gott. Treten Sie bitte näher, Frau Wimmer. Nee, Frau, erkennen Sie in der Person des Angeklagten... Ja, vielleicht stehen Sie auf, Feitel. Erkennen Sie in der Person des Angeklagten den Mann wieder, der Ihr Gartentil weggeschleppt hat, und zwar in den Schulhof hinüber vor die Lehrerwohnung? Jawohl, Herr Rat, den kenne ich. Auch meinen Vermutungen nach kann's nur er gewesen sein. Vermutungen? Ja, du liebe Zeit. Ja, und worauf gründen sich Ihre Vermutungen? Ja, sein ganzes Benehmen uns gegenüber. Wie mein seliger Mann noch gelebt hat, da hat er vor unserem Fenster immer gesungen. Ich mag's gar nicht sagen. Hey, der Wimmerschorschel und ich als ihr Seliger, nicht? Wir waren ja die besten Freunde. So, Herr Rat, ich lasse das Ansehen meines verstorbenen Herrn Gemahls von so einem nicht in den Schmutz treten. Selbstverständlich, gnädige Frau, selbstverständlich. Ja, und das, was sie meint, das war nur, wenn der Schorschel Stammtisch gehabt hat, dann hat er mich immer hingeschickt, nicht? Und dann habe ich gesungen. Herr der Leiden, lass euch sagen, 1 Uhr hat die Uhr geschlagen. Das habe ich gesungen. Und dann habe ich gesagt, mit dem Schlafen warte nimmer, denn er kommt nicht, der Herr Wimmer. Was ist denn da Unsinn? Also um sowas muss ich mir vor Gericht bieten lassen, Herr Rat. Bitte, gnädige Frau, beruhigen Sie sich. Gnädige Frau, gesehen haben Sie den Angeklagten nicht bei seiner nächtlichen Übertretung? Der hat schon so laut blärt, dass man's 3 Straßen weit gehört hat. Ja, na, nicht damals bei seiner Singerei, sondern neulich mit Ihrem Gartentil, nicht wahr? Natürlich war es, Herr Rat. Wer sonst in Geisbach hätte ein Interesse, dass er mich ärgert? Ja, gnädige Frau, der Angeklagte hat Ihr Gartentil verschleppt. Das ist natürlich ärgerlich, das ist ganz klar. Aber er hat es rein zufällig in den Schulhof hinüber verschleppt. Wie sollte er Sie damit besonders ärgern können, nicht? Jetzt haben Sie was Gescheites gesagt. Ja. Oh, ich danke für Ihre Beobachtung, Feitel. Also, à la bonne Höre, nicht? Wo doch in dem Schulhaus, außer dem alten Herrn Oberlehrer, nur noch der junge, fesche Herr Hilfslehrer logiert. Schluss, Feitel, Schluss. Nein, ich meine ja bloß, ich sage ja nichts, ich meine ja bloß nicht, wo doch der junge, fesche Hilfslehrer so gut Klavier spielen kann. Hören Sie nicht gut, Feitel, jetzt haben Sie es genauer beieinander. Gnädige Frau, zum letzten Mal mit eigenen Augen gesehen haben Sie den Feitel nicht in der fraglichen Nacht an Ihrem Gartentil? Gesehen? Den Feitel? Ja. Na, das habe ich ja doch nicht behauptet. Ja, gnädige Frau, warum melden Sie sich denn überhaupt als Zeugin, wenn Sie nichts bezeugen können? Ich habe mir halt gedacht, der könnte es vielleicht gewesen sein. Oh, könnte es vielleicht gewesen sein. Es kann aber ganz genau so gut ein anderer gewesen sein. Ja, nehmen Sie Platz, gnädige Frau. Oder gehen Sie heim. Ich danke. Bitte. Also ich bitte Sie, Frau Wimmer, was ist denn? Ach ja, aber die hat mich auch nicht gesehen. Ruhe! Herr Wachtmeister, bitte lassen Sie den Herrn Ökonomierat rufen. Jawohl, gern. Aber holen Sie ihn nicht selber, lassen Sie ihn rufen. Gell? Jawohl.
Oder haben Sie noch weitere Zeugen der Anklage, Herr Bürgermeister? Selbstverständlich, Herr Rat. Da ist vor allem die Köchin von der Frau Wimmer. Ich bitte dringend um die Einvernahme dieser wichtigen Zeugin. Ach, du liebe Gerechtigkeit. Nach der gnädigen Anus Kocherl. Ja, ist Ihnen das Gartentürl gar so wichtig, hä? Es geht hier nicht bloß um das Gartentürl, es geht vor allem um die städtische Anlagebank im Vater-Jahn-Park und um die Hilferufe, Herr Rat. Ja, also dann in Gottes Namen die Bank. Wen haben wir denn jetzt? Jetzt brauche ich die Zeugin. Das Fräulein Froni Blasel, Herr Rat. Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Feustel, wird geholt. Ja, das hoffe ich sehr. Und Sie rufen mir jetzt die Zeugin Veronika Blasel. Veronika Blasel. Ist der dieser Hitz halt? Und der Tennis. Und der Tennis. Bitteschön. Ich möchte halt wieder Nachtwächter sein dürfen. Bitteschön. Jetzt hören Sie mit Ihrem Gewusel auf und sind Sie ruhig. Die Zeugin Veronika Blasel. Dankeschön. Treten Sie näher, Freund Zeugin. Freund Zeugin, haben Sie den Angeklagten gesehen oder haben Sie auch nur Vermutungen? Na, ich hab ihn schon gesehen. Und gehört. Das war so. Ich bin nämlich verlobt und hab den Tag erst um 10 Uhr Ausgang gekriegt, weil die Frau noch Gäste gehabt hat. Da sind wir zuerst ein bisschen spazieren gegangen und weil da so eine schöne Julinacht gewesen ist, haben wir unsere Bank aufgesucht im Vater-Jahn-Park. Nach einer Weile sind wir noch einmal ein bisschen spazieren gegangen und dann haben wir die Bank zum zweiten Mal aufgesucht. Da ist er da gestanden. Gleich danach, ich wollte schon heimgehen, hören wir auf einmal fürchterliche Hilferufe. Da sagt mein Verlobter, der Martin, da ist was passiert und mir gehen die Schreie nach, nicht wahr? Aber wir haben nichts gefunden und auch nichts mehr gehört. Da sagt der Martin, auf den Schrecken auf, sagt er, setzen wir uns jetzt noch mal auf unser Bankerl hin. Noch einmal, so? Und derweil, wie wir wieder hinkommen, steht sie nicht mehr da, die Bank. Jetzt, das ist gut. Eine Viertelstunde zuvor sitzen wir noch drauf und jetzt war die Bank verschwunden. Da hören wir die Hilferufe wieder und das mal ganz nah. Alle guten Geister loben Gott den Herrn. Wir gehen die Schreie nach und da sehen wir im Mondschein ein Mandel die Bank davor dran. Ja, der hat schwer getragen und alle 10 Meter rasten müssen und da hat er dann fürchterlich geschrien. Wir gingen dem Mandel nach und kennen ein Feitel. Losen, sagt da der Martin, das ist der Nachtwächter, der möchte den Bürgermeister ärgern, weil er ihn abgesetzt hat. Ja, haben Sie Ruhe. Haben Sie sich im Mondschein auch ganz bestimmt nicht getäuscht? Nein. Na, gewiss nicht, weil wir ihn an der Stimme kennt haben. Ach, haben Sie auch gesprochen mit ihm? Na, er hat mit ihm selbst geredet. Ist der das eine Teufelsbank, eine schwere, hat er gesagt. Aber euch sag es schon noch, ob das Geisbacher Nachtwächter braucht oder nicht. Und dann hat er wieder gerast und um Hilfe geschrien mit lauter Stimme wie ein Weibertz. Und geschwitzt muss er nicht schlecht haben. Ja, danke schön. Danke, Freund Zeugin. Ja, das war ergiebiger als das vorhin. Na, mein lieber Feitel, es steht nicht besonders gut um Ihre Sache, gell? Ja, no Schicksal. Ja, wir haben ihm dann nur zugeschaut, wie er die Bank mitten im Stadtplatz vor Ja, Rathaus es ist gut, Freund Zeugin, Sie haben uns sehr geholfen, aber jetzt nehmen Sie bitte Platz. So, mein lieber Angeklagter, jetzt dürfen Sie reden. Kommen Sie, treten Sie näher, verteidigen Sie sich, wenn Sie können, oder legen Sie ein Geständnis ab, endlich. Und der Tennisrat, wenn Geisbach noch einen Nachtwächter gehabt hätte, dann wäre das mit der Bank im Park nicht passiert, weil ich den Täter unfehlbar erwischt hätte. Mit dem wären wir fertig. Schauen wir da mal. Na, Feitel, Sie sind doch ein gefälliger Mensch, nicht? Jetzt tun Sie halt mir auch einmal einen Gefallen und helfen Sie mir, weil ich das einfach nicht verstehe. Sie waren doch so tüchtig im Dienst, es hat auch nie Unstimmigkeiten gegeben, nicht? Als Nachtwächter war ich immer gewissenhaft. Hätte ich mich nie zu so einer Tat hinreißen lassen, nie. Brav, Feitel, das war ein Geständnis. Und die anderen Stückel, gell, die haben Sie auch geliefert, die Fenster vom Bürgermeister, die Rathaustür, das Gartentürl von der Frau Wimmer. Na, geben Sie es zu, dass wir fertig werden. Hm? Nein, nur die Bank. Die gebe ich zu, nicht wahr? Mehr kann mir nicht bewiesen werden. Ach so, mein Ja, und wenn Sie wissen, warum ich das getan habe, da täten Sie mich nicht nur freisprechen, Sondern sogar belobigen. Okay, Sie sind gut. Jawohl. Seitdem nehme ich das Unterangerhölzl vom Herrn Feustel, vom Herrn Bürgermeister zum Vater-Jahn-Park erklärt wurde, werden die gewissen Geschichten unserer Stadt Nacht für Nacht immer ungenierter. Ja. Als Nachtwächter, nicht wahr? Da bin ja ich sowas da gewöhnt, da kann ich das ja sehen. Aber als anständiger Bürger, da habe ich das nicht mehr mit anschauen können, nicht wahr? Und außerdem
ist sein Vater Janpark, kann man sich sehr leicht erkälten, gell? Wegen dem Nebel und wegen dem Bachel, was hinten vorbeifließt. Und das ist nicht gesund für die kleine Maus. Strenger Sittenrichter und besorgter Menschenfreund, so schauen Sie aus, Veitel. Ja, mein Gott, nachts ist das Leben immer anders in der Nacht. Nicht einmal so, und dann wieder anders und so. Legen Sie jetzt noch Wert auf die Aussagen des Herrn Ökonomierats? Ich nehme nur Veitel. Wachtmeister, begeben Sie sich schleunigst in die Fröstelbrauerei hinüber und melden Sie dem Herrn Ökonomierat, eine Einvernahme seiner Person sei nicht mehr vonnöten. Ja, aber Sie können doch den Nachtwächter nicht hängen lassen. Der tut Ihnen doch selber leid, der Veitel. Und wem tue ich leid? Wer zeugt für mich? Ich kann jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Und außerdem ist mir für den Veitel noch nichts Entlastendes eingefallen. Aber in Ehre, Herr Ökonomierat, das Gericht verzichtet auf Ihre Aussage. Ja, gut. Da duftet es aber fein. Wünsch guten Appetit. Also wird unser guter alter Nachtwächter eingesperrt. Und warum? Weil seine Gönner vor lauter Brotzeit machen kein Herz haben. Was hab ich nicht? Ich hätt kein Herz. Ich hab mehr ein Herz, wie ich Bier hab. Packen wir's. Hilf mir in die Joppen rein. Herr Ökonomierat, bleiben's doch da. Sie haben ja nichts mehr zu bezeugen. Schade um die schönen Weißwürste, die werden ja ganz kalt. Nix da. Jetzt wird gezeugt. Ich mach meine Aussage. Und was für eine Aussage. Jetzt trifft den Bürgermeister der Schlag. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Na, Veitel, wie wär's denn mit dem Aufstehen? Der Angeklagte Vitus Stengel wird wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung sowie groben Unfugs und ruhestörenden Lärmens zu einer Gefängnisstrafe von 4 Wochen verurteilt. Die Sitzung ist geschlossen. Nix ist geschlossen. Ja, aber ich muss doch sehr bitten, Herr Ökonomie. Der Veitel ist unschuldig. Ich bestehe auf meiner Aussage. Und ich protestiere gegen diesen Zeugen. Ja, da protestieren Sie, wenn er schon da ist. Ja, sowas. Ja, Herr Ökonomierat, wenn Sie schon da sind, was haben Sie zur Entlastung des Angeklagten vorzubringen? Recht hat er. Was brauchen wir in Geisbacher Straßenlaternen? Bei uns findet jeder Bürger bei der Nacht ohne Licht sein Haus. Ich bin kein Freund von so neumodischen Sachen. Und der Herr Prinzregent mag auch das elektrische Licht nicht. Herr Ökonomierat, Ihre Ausführungen in allen Ehren, aber Sie haben offensichtlich nichts mit unserem Fall zu tun. Sehr richtig, Herr Rat, sehr richtig. Und den Park in mein Unterangerholz hat man auch nicht braucht. Aber noch ist nichts verbrieft und es wird auch nichts verbrieft, weil die Stadt mein Wald niemals kriegt. Herr Ökonomierat, ich danke Ihnen sehr für Ihr Erscheinen. Zur Sache haben Sie aber leider nichts vorzubringen gehabt. Bitte nehmen Sie Platz. Moment, also gut zur Sache. Der sogenannte Vater Janpark ist mein Unterangerholzl. Und der Veitel ist seit seiner Entlassung mein Vizehausmeister. Sehr richtig, ja. Und wenn ich zu meinem Hausmeister sag, trag die Bank aus meinem Wald raus, dann tut er es. Und es ist kein Vergehen. Auf Wiedersehen, Herr Rat. Habe die Ehre. Ja, aber Herr Ökonomierat. Ja, sowas. Ja, kein Angeklagter, jetzt kennen es Grenzen, nicht wahr? Jetzt sprechen aber Sie das Schlusswort, gell? Bevor wir das Urteil fällen. Ich mag nicht mehr. Darf ich singen? Ja, von mir aus auch das. Ist schon gleich, gell? Jetzt so hat die Uhr geschlagen. Um den Veitel steht's nicht schlecht. Bürger derzeit gut vertragen. Und du, Richter, richte recht. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Ich hätte ihn völlig freigesprochen. Ja, aber Herr Ökonomierat, 5 Mark wegen Ruhestörung, die zahlt er nicht einmal selber, sondern sein Mentor, der Herr Feustel. Na, billiger geht's wirklich nicht mehr. Als Wiesenhandel singt er seine Stundenviertel wie früher und jetzt mal anders. Das gefällt dir, Gäste. Na gut, wenn's weiter zahlen wollen. Prost, 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 Prost,